Geht da schon wieder was? So, grüß Gott beieinander. Mr. Price, habe die Ehre. Ja gut, der Herbert ist leider schon wieder fort. Press F für Mr. Herbert, der wo jetzt in Schicht muss. Mrs. Keks ist am Start, Mrs. Wife ist am Start, Mr. John Ziegi, der AKA-Spitznamen Oberkönig. Grüß euch. Alles fit bei euch. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht überlesen. Aber ich glaube nicht. Schaut's aus, wie wenn ich alle beieinander hätte. Ja gut. Ja, nicht drauf. Ich glaube gut, oder? Ich habe heute erstaunlicherweise extrem gut geschlafen nach meiner ersten Nachtschicht. Das ist eigentlich nicht die Regel. Also normalerweise hängen die jetzt da, so ungefähr. Aber heute habe ich geschlafen wie ein Felsen. Ja? Ich war nicht wie ein Star, sondern wie ein Felsen. War gut. War richtig gut. Fleißig war ich auch schon. Im Fitnessstudio bin ich schon gewesen. Einen Zahnarzttermin haben wir ausgemacht. Auf den es mir eigentlich ein wenig weniger bockt, aber gut, das hilft halt mir nicht. Hoffentlich alle ohne Sturmschäden. Ja, genau, stimmt. Bei uns wachelt's ganz schön. Ich hoffe, dass mein Internet das toleriert. Ja? Also ich habe zwar jetzt heute noch nichts gemerkt, dass irgendwie was beeinträchtigt wäre. Aber wer weiß, was noch nicht ist, kann ja nur sein, es wackelt ganz schön draußen. Aber wir haben bisher ohne Schaden. Man muss vielleicht dazu sagen, uns hat es bisher noch nicht so krass getroffen. Heute in der Früh ist der Wind tatsächlich ziemlich dezent gegangen. Aber jetzt momentan ist so nicht der Standardwind, aber auch nicht extremer Wind, sag ich jetzt einmal. Aber wackeln tut's durchaus ein wenig stärker, ja. Mrs. Fichterli, ich grüße dich. Schön, dass du... Mr. Seitsching, alle. Druckzenk, alle, Obergeschubster ist da. Einfach... nein. Sei habe ich die Ehre. Hat jemand schon gesagt, ich bin auch da. Ja, da ist alles gesagt. Was morgen soll schlimmer werden? Oh, hoffentlich nicht. Gut, das heißt, ich stelle mich heute in der Nachtschicht nicht in der Nähe von einem Baum. So, Fichterli, wie geht's dir denn? Alles gut soweit? Keksi mit einem B schreiben. Ja. Ausrufezeichen Obergeschubst habe ich leider noch nicht. Wobei, das war eigentlich... Ich hab da eine Idee. So. Ich sage, ihr hat's alle gut drauf, das freut mich. Ja, genau, der Sei, der kennt sich aus. Hackst's mir jetzt aber bitte nicht mein Bot auf, gell? So, Freunde, was treiben wir denn heute? Heute spielen wir Demon's Souls im Platin Guide weiter, ja? Es wird immer besser, aber jetzt ist der Geschmack und Geruch weg. Oh nein. Warum machst du da Bazi-Pock? Ich verstehe die Frage nicht. Ich finde das nicht Pock, wenn bei dir der Geruch und der Geschmack weg ist. Verstehe ich jetzt nicht ganz. Oh Mann. Ich hoffe, dass es schnell wieder besser wird bei dir, ehrlich. Da ist ein Schreitwelle eingeschubst. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Auf alle Fälle spielen wir heute in Demon's Souls weiter. Heute kommt eine Passage, die gefreut mich absolut gar nicht. Heute ist ein wenig ein Fail-Faktor mit vorprogrammiert. Ja, es kann sein, dass wir hängen bleiben. Es kann sein, dass wir aber gleich durchkommen. Es gibt gerade die zwei Möglichkeiten. Aber ja, schauen wir einfach. Schauen wir einfach, wie wir vorankommen. Wir müssen uns generell einmal die Gedanken machen, beziehungsweise es soll jetzt die Gedanken machen, weil ich mache es ja von euch abhängig. Wollt ihr den kompletten Platin-Run sein, also sprich die komplette Platin-Trophäe, dass ihr mir die abholt, oder wollt ihr nur das Main-Game sein auf Basis eines Platin-Runs? Ja? Also sprich, der Unterschied ist, kompletter Platin-Run ist, wir spielen mal so lange, bis ihr die Platin-Trophäe habt, und dauert aber Demon's Souls tatsächlich noch ein bisschen länger, und da wird sie dann auch Content wiederholen. Ja? Also ich werde dann das Spiel nochmal durchspielen müssen, was dann für eng natürlich nichts Neues mehr ist. Ja? Oder spielen wir einfach nur so lange, bis dass wir die Story einmal durch haben. Ja? Das Kind sind aber dann aussuchen, wie das ist.
Das gehört groß geschrieben. Das Mrs. Keks ist halt bewusst nicht groß geschrieben, weil sie die Leute nicht die Finger brechen sollen, wenn sie einen Command eingeben. Das soll einfach schön flüssig dahin gehen. Scheiß auf Rechtschreibung. Computervirus sagst du. Du riechst sie noch, der Teufel riecht sie noch, die anderen, weil keine Ahnung. Voll. Na, der Command selber. Warum, was ist jetzt angeschubst falsch geschrieben? Das verstehe die Frage nicht. Den der Bot ausspeibt. Ja, der speibt halt den Command aus, ist ja logisch. Achso, du. Achso. Wenn man meint, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Geschubs daher, ja? Was ist jetzt da falsch? Achso, ja, ja, jetzt sind wir beieinander. Ja, ja, passt schon. Ist schon recht. Ich hätte jetzt mal, du meinst den Command selber, Mrs. Keksi. Großes Gehen, ja, okay. Alles klar. Okay, chills. Ja, okay, mach ich. Drecks Internet hat sich den richtigen Zeitpunkt zum Abkacken ausgehört. Ja, ich befürchte es leider auch fast, dass das mir auch nicht ausbleibt. Also ich hoffe, wenn ich auf einmal weg bin, dann wisst ihr, der Sturm hat eingeschlagen, ja? Aber jetzt gehen wir mal davon aus, dass wir durchziehen können. Ich habe heute noch keinen irgendwie Internet-Einbruch gehabt in der Art und Weise. Also gehen wir mal davon aus, das wird sich jetzt bis um 7 stabil halten. Apropos 7, Leute, wir fangen jetzt an. Abgesehen davon, wir müssen weitermachen. Morgen, Freunde, spielen wir Assassin's Creed. Wir haben God of War, für alle, die es noch nicht mitgekriegt haben, wir haben mit God of War jetzt komplett fertig, ja? Wir spielen God of War, also das Neueste halt jetzt aktuell, das spielen wir irgendwann im späteren Zeitpunkt des Jahres, wenn ich halt weiß, wann der neue Teil released wird. Aber God of War ist jetzt erst mit Pause, ja? Da haben wir fertig geworden, da haben wir am letzten Sonntag fast 5 Stunden eingestreamt. War super geil, abgesehen davon. Aber nur damit es Bescheid wisst, es kämen jetzt einige Storygames auf uns zu, ja? Die nächste Zeit, die nächsten Wochen, Monate werden wir ausschließlich mit Storygames verbringen. Ich habe richtig Bock drauf und ich hoffe ja. Und morgen fangen wir an mit Assassin's Creed 1, meine Freunde, ja? Nur für alle, die es noch nicht mitgekriegt haben. Flauschknädel lösen. Wie war's schon wieder Flauschknädel lesen? Ich möchte Spenzifix! Es kennst du doch bei Flauschknädel. Ja, das war so klar. Okay, gut, Flauschknädel, bevor wir anfangen. Geht alles vor einer netten Unterhaltungszeit, wegen mir ist ja das wurscht. Das ist ein Flauschknädel. Für mich ist Paula ein Flauschknädel. Die habe ich gerade am einfachen langer können, weil der Mats sitzt hinter dem Eck und ich habe jetzt einfach absolut überhaupt keinen Bock mit Mikros zum Strecker. Ja. Das ist ein Flauschknädel. Ich merke aber gerade, sie ist halt nicht ganz so aktiv, wie es eigentlich sonst noch ist, gell? Paula. Seht man die überhaupt? Ich glaube schon, oder? Moment, da müssen wir auf mein OBS schauen. Der Sigi mag jetzt möchtest du wieder verarschen, jetzt möchte ich das Müll rein, Kiech, hau, wir rennen zwecks dir. Sie fix. Sagt das ist sogar aus Hasal auftrat, deswegen, ja, ist schon gut. Das ist aber ein Flauschknädel. Oh, jetzt los. Was ist da los? Das war ja mal gerade das Oberteil. Ja gut, das stimmt. Hey, ich trage so lange schwarz, bis was Dunkles gibt, ja? Damit die Frage gleich geklärt ist. Das ist ein Babyflauschknädel. Ja, Paula. Von der Paula natürlich auch eine gute Besserung an alle, die jetzt in irgendeiner Form geschädigt haben. Außer für den Seitsching, da hilft euch nichts mehr. Da hilft auch der Flauschknädel nichts. Da darf auch der Oberflauschknädel nichts helfen. Dunkles Schwarz. Wenn's, ja. Also ich hab irgendwie so massiv das Gefühl, dass wir mir nicht stark zum Spielen kommen, weil immer irgendwer was anderes sein ist. Jetzt muss ich nämlich noch einen Kiech und wir rennen ein Glas und einen Trinker holen. Zwecks John Siege, damit das auch erledigt ist. Und dann spielen wir hoffentlich fix. Bis gleich. Könnte man vielleicht noch das Mikro stummen, gell? Das war vielleicht eine Idee. Sie müssen wir mal ein bisschen umeinander. Ja, genau. Ist ja nicht so, dass ich heute schon 1,5 Stunden im Fitnessstudio war.
So, Mr. John Siege. Pass auf. So. Wenn wir starten, jetzt passt so macht. Der Mr. John Siege mag ein ASMR einschenken. Ja? Kriegt er. Für alle, die jetzt noch keinen Durst haben, ich werde es jetzt gleich anhaben. Sage ich eng, freiweg wie es ist, Freunde der Sonne. Ja? Jetzt werden wir da mit Filter ausschalten, kurz. So, jetzt müsste sich mein Mikro tatsächlich ein bisschen anders anhören. Also sollte es zumindest. Wo schreibt er? Nur mal zum Platin Run 100%. Du gehst ja auch nicht ins Kaufhaus, holst da. Was? Was? Du gehst ja auch nicht ins. Das ist, glaube ich, so ein Laufhaus heißen. Holst da eine Stunde und gibst dir mit 10 Minuten zu. Also, ja, gut, wie gesagt, ich mach's vorhin abhängig. Ich werde vielleicht noch Discord-Umfrage machen diesbezüglich. Was, die Paula ist eine coole Mann. Hey, Vorsicht, gell, Mr. John Siege, wenn du meinen Flauschknädel beleidigst, dann beleidigst du meine Community. So, Mr. John Siege. Aufgemerkt. Aufgemerkt. Ja? Ja gut, ein halbiges Glas hätte man vielleicht auch noch hingehen. Aber gut, macht da nichts, wenn ich krank werde, dann hilft es auch nicht. So, Boxer habe ich die Ehre. Ich hab schon so einen Durst Feierabendbier, du kommst genau zum richtigen Zeitpunkt. Also eigentlich darf mir jetzt schon 5 Minuten spielen, aber die ganze geschubste Community, ja, das ist ein Ikea-Glasl, tatsächlich, das stimmt sogar. So, jetzt Achtung, Freunde der Sonne. Aufgemerkt. Ein Traum, oder? So, alle, die jetzt noch keinen Durst gehabt haben, die haben spätestens jetzt einen Durst. Hoffe ich mal. Ich hoffe, man hat es gehört, ich gehe aber davon aus. Hat bis jetzt immer funktioniert. Außer beim ersten Mal. Aber da waren halt Filter aktiv. Gut. So, da jetzt muss ich ja ohnehin schon aus ist. Schalte erstmal meine Mikrofilter wieder ein, dass da was geht. So, dann machen wir ja so. Und dann schalten wir ihn um. Natürlich haben wir jetzt wieder keine Bälle, das war so klar. So, schaut noch ein schöner Bälle aus. Richterli trinkt einen Tee. Da zitiert man einen Werbetext und beleidigt damit die Bazi gegen. Was passiert, wenn ich einen Rückenwalder zitiere? Verstehe ich nicht. Du hast nicht auch aufs Heidel müssen, ja dann geh! Nicht, dass du noch auf den Stuhl suchst. So, Freunde, jetzt spielen wir aber, gell? Jetzt spielen wir aber. Es wird Zeit, wir müssen mitmachen. Feierabend, wie das duftet. Ja, ich hab halt noch nicht Feierabend, mein Tag ist noch vor mir. Oder besser gesagt, meine Nacht. Aber das macht ja nichts. So, Freunde der Sonne, wir haben letztes Mal, keine Ahnung was gemacht. Was haben wir gemacht? Genau, wir haben einen Keilstein Nummer 5 gemacht. Das war der da haben wir alle Bosse gebrutzelt. Der ist jetzt auf komplett weiß. Also sprich, wir haben jetzt da in diesem Keilstein, das zeigt jetzt natürlich wieder nicht, weil meine Kamera im Weg ist. Moment, das zeige ich jetzt ein bisschen geschwind. So, der ganz rechte, den haben wir auf weiß gespielt. Wir haben jetzt aktuell 2 Weltentendenzen, die komplett auf weiß sind. Das ist der Keilstein des Gräberkönigs und der Keilstein des Häuptlings. Der erste Keilstein vorn ist fast weiß. Ja, da geht nur noch ein Boss ab. Kämen wir vielleicht heute noch dazu, je nachdem, wie wir jetzt dann durchkommen. Und den Keilstein der Turmkönigin, den haben wir letztes Mal komplett. War das letztes Mal? Weiß ich nicht mehr. Ich glaube, haben wir letztes Mal komplett auf schwarz gemacht und dann wieder ins Weiße oder nahezu ins fast Weiße verschoben, indem wir ein schwarzes Phantom und einen Prime Evil Demon getötet haben. Ja? Unsere Mission heute wird es auch, jetzt schaut erstmal meine Webcam wieder ein. Unsere Mission heute wird es auch, dass wir mir jetzt auf alle Fälle Keilstein Nummer 4, also den der Schattenmenschen, dass wir den, das ist praktisch da, wo wir unsere Waffen her haben, dass wir den komplett auf weiß spielen. Und dann haben wir noch den Keilstein, den ersten praktisch, den müssen wir auch noch auf weiß spielen. Und dann, falls wir so weit kommen heute, fangen wir an, tatsächlich auf unsere Charaktertendenz zum Spielen, dass die auf komplett weiß kommt. Das heißt, wir werden halt, wenn wir denn noch dazu kommen, anfangen dann die restlichen Welten auf schwarz zu bringen. Ja? Aber eins nach dem anderen. So,
Letztes Mal habe ich tatsächlich eine winzige kleine Kleinigkeit vergessen. Und zwar finden wir da jetzt, da wir ja eine komplett weiße Weltentendenz haben, habe ich ein letztes Mal erklärt, da finden wir jetzt eine Leiter vor, die wo uns zu einem Item führen, was platinrelevant ist. Und wo das ist und was man da findet, das zeige ich jetzt. So, was habt ihr mit zum Beispiel? Das ist immer so der Struggle, gell? Der ewige Grind des Essens. Man kennt's. So, goldene Regel von Demon's Souls, immer schauen, dass man nicht menschlich ist, wenn wir im Keilstand unterwegs sind, weil sonst ist nämlich ganz schnell vorbei mit der weißen Weltentendenz, ja? Das kriegen wir aber hin. Halt die Klappe. Ich glaube, da war es ganz vom Vorteil, wenn wir da mal Schutz reinknallen. Salattaschen sein. Mehr Salattaschen ist mehr gut. Den Spruch habe ich übrigens von Mr. Day Zero. Falls er da ist. Weiß ich nicht. Aber ich gehe davon aus, dass er da ist. Halt doch die Klappe! Lass den Heragu liefern. Zweimal, wenn's gang, gell? Den Käfig einschuhe. Das war Backelsuppenburm. Oh, die haben dunkel. What? Die droppen Dunkelmondgras? Are you kidding me? Okay. Ja gut, mehr Heilung, mehr gut, habe ich gehört. Der grunzt wieder irgendwie so saublöd. Das gefällt mir nicht. Sag die, weil sonst krieg ich einen Unfall. Freunde, da haben wir letztes Mal was übersehen. Das ist aber nicht schlimm. Aber der Vollständigkeit halber zeige ich es. Dahinter würde man die erste... Ja, genau. Erstens mal einen blauen Stor finden und da findet man tatsächlich die erste Wunderausrüstung. Ja? Ein Wunder ist praktisch das gleiche wie Zauber, nur in gut. Also so wird es zumindest da drin erklärt. Fress Channel. In Discord meinst du? Also Food meinst du? Ein Food Channel? Kann man uns überlegen, tatsächlich. War ein konstruktiver Vorschlag, wenn du mich fragst. So, Achtung, da unten haben wir wieder Ratzen und Ratzen haben bekanntermaßen eher ungeil. Deswegen habe ich mal gehört, dass Rattenfleisch gesund sein soll. Also einmal Grillung. Da haben wir uns am leichtern. So, Freunde, an der Stelle ist jetzt in einer komplett weißen Weltentendenz diese Leiter. Ja, die spawnt nur in einer weißen Weltentendenz und sonst gar nicht. Lasst euch vor die Gegner nicht allzu stark ärgern. Dann kriegen wir das hin. Oh ja, den habe ich übersehen. Zupfte. Waschkeibe. So, dann haben wir dagegen sippen. Einfach ganz gemütlich bis nach oben rennen. Aufpassen, dass du den Oberpolz. Kommt da noch einer, oder was? Also nein, es war genug. Futsche. Was hab ich für kaputte Community? Mr. Saiching. Ja, eigentlich habe ich nur einen kaputten in meiner Community, abgesehen davon.
So, da ist jetzt, da grunzt jetzt schon wieder einer so sauber. Den grillen wir jetzt auch gleich mal her. Oh, scheiße, ich hab keinen anderen nicht. Jo, hab ich schon. Aber ganz schnell Abflug, gell, mein Freund? Schaut da ganz flauschig aus, so gerade. Jetzt nur noch, jetzt, genau, das Mrs. Nein, du magst das nicht wissen. Du magst das nicht wissen. Sei wehe, du erklärst das hier jetzt. Nicht teuren! So, kommen wir mal zum Wesentlichen, ja? So, da hinten leicht sowas ganz schön auf. Ja? Und das ist. Warum habe ich denn überhaupt den komischen Lotus-Scheiß da erinnert? Das ist immer die andere Frage. So, egal. Freunde, der leuchtende Gegenstand da hinten ist das Objekt unserer Begierde, ja? Wegen diesem Ding rennen wir da auf. So, einmal Schutz einknallen. Und dann natürlich wieder unser Chris ausrüsten, damit ja auch nichts passiert. Und dann ist Grillsaison. Wieder einmal sitzen. Alles klar. Nein, nicht darin. Darin wird das jetzt nicht erklärt. Auf keinen Fall. Wenn's, Mrs. Fichtle, wenn du das wissen möchtest, frag mich in Discord. Da erkläre ich das. So. Speer entfernen. Einer der wenigen ist der Relle. Diesen Gegenstand, wenn wir mir aufsammeln, der, wo wie gesagt nur in der weißen Weltentendenz zugänglich ist, kriegen wir eine Trophäe. Und die haben wir uns jetzt geholt. Ja? Dann können wir noch looten. Empfehlen wir Augenstein, der schaut uns nicht. Du brauchst einen guten Futter-Channel-Namen. Jetzt braucht man halt einen guten bohrischen Ausdruck für Futter oder für Essen. Ich bin jetzt tatsächlich selber gerade auf dem Schlauch, aber gut. So, wenn wir das haben, Freunde, dann können wir in Nexus zurück. Dann haben wir da alles erledigt. Wir haben in dieser Welt jetzt alles getan, was wir da müssen. Drog. Ist Futter. Das ist eine Idee. Futterdrog. Oder einfach nur Futter. Kostet auch da. Futter-Channel. Mach Futter-Channel draus. Gut. Jetzt muss ich mal schnell auf meinen Guide schauen. Okay. Jetzt haben wir mir, wie gesagt, alles Menschenmögliche da, was man in der weißen Welt nicht tun muss in dieser Welt. Den haben wir jetzt so weit abgeschlossen. Das Einzige, was wir dann noch tun müssen, ist den später mal auf Schwarz zu bringen. Jetzt gehen wir zu unserem Meister Magier Freund Freak. Er könnte zwar zu der Hexe umgehen, das macht keinen Unterschied nicht. Hoppala. Sauber merken. Und Feuersturm, der war weg. Wir rüsten aus Seelensuchtpfeil und Seelenstrahl. Und mehr brauchen wir da jetzt an der Stelle, halt, war wir eigentlich auch wieder nicht da. So. Und der Herbertskugel. Ah, das darf nicht so passen. Mach einfach Futter-Channel draus. Gut, normalerweise müsste in unserem Nexus mittlerweile der gute alte Patches sitzen. Das ist der Glatzkopf, der wo uns in Keilstein 2 damals ein bisschen hintergangen hat mit der Keule, wenn ihr das noch wisst. Da er aber nicht da sitzt, müssen wir nochmal zurückkehren und müssen wir den Bruder, den Ruhrsbruder, nochmal ansprechen, damit er weiter moved. Ja? Was Kich? Ja, und ja, ich lüge. Sehr gut, Mr. Herbert, das ist sehr ehrenhaft. Damit, du sollst eigentlich arbeiten, abgesehen davon. Aber merci dir. So, wir müssen Mr. Patches finden. Für alle, die das nicht mehr wissen, wer das war, das sagt jetzt gleich. Wie schon mal erwähnt, das ist kein Loot, das ist ein Bomben. Einfach durchrennen. Ja, doch, das fällt da in deiner Wampen, wo man an zum Streicheln geht, du perverse Sau, du. Aber wenigstens gibt der Vollmond groß, das ist ehrenwert. Ja. Da müssen wir die Fallpassage hernehmen, weil anders können wir nicht noch. Jo, kann man schon noch holen, aber dauert's lang. Was? Der lebt noch? Okay, das wundert mich.
Aha, ja, das meinst du. Das hättest du jetzt so denken, gell, du Mistvieh. Du Abflug. Droppen sowieso nur Grausteinschirm, also die lassen wir mal liegen. So, einmal Fallpassage bitte, dankeschön. Ja, genau. Hopp. Einmal dezent Einmal dezent vorbeigeflogen. Genau deswegen haben wir mir immer, schauen wir mir immer, dass wir nicht menschlich sind. Und schaust beim Bazi diesen. Ich habe so das Gefühl, dass der überwiegend der Herbert sich jetzt rumtreiben wird. Jetzt schauen wir mal, wie weit er sich rasen muss. Wahrscheinlich macht es eh keinen Unterschied nicht. Ah ja, schön. Schön. Durch den Quit könnt ihr einfach die Lauferei sporen, ja? Und es verliert sein Grisel nicht ständig. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum man das tut. So, jetzt bitte nicht wieder runterfallen. Dankeschön. Ich hoffe halt jetzt nur, dass der Patches auch wieder noch da unten steht, weil sonst haben wir ein Problem. Aber gut, das wird ihm schon recht werden. Gegner könnt ihr ignorieren, perfekt, der Patches steht noch da. Dann spricht man nur mit geschwind an. Der ist jetzt verwundert. Du Arschloch, du Grintigst. Zupfte! So, der ist wieder da, der ist jetzt ganz verwundert, warum wir denn überlebt haben. Ihr seid ein Echtseherhund. Keine Sorge, der Schatz gehört ganz euch. War Pech mit den Bärenkäfern. Aber ihr habt's ihnen gezeigt, nicht wahr? Hier bitte. Sicher aufbewahrt für euch. Na los, nehmt ruhig. Vor allem kriegen wir einen Ring der Flammenresistenz. Ja? Alle Ringe sind platinrelevant. Ja? So, das ist eigentlich der einzige Grund, warum wir jetzt noch mit hergegangen haben. Normalerweise move der von allein weiter, aber es kann halt einmal vorkommen, dass er halt nicht in den Nexus geht. Einfach dann nochmal daherkommen, ihm ansprechen und alles ist fein. Okay? Das ist eigentlich eine miese Ratte, weil ihn der nicht nur einmal, sondern des Öfteren einmal hinters Licht führt. Aber wir werden später eine Assassinen-Quest machen müssen für einen Ring. Das machen wir unter anderem dann, wenn wir mir unsere Charaktertendenz ins Schwarze bringen müssen. Und da werden wir eher am Hops nehmen. Und auf das freue ich mich schon, wenn es soweit ist. So, haben wir das erledigt? Gehen wir in Nexus zurück. So, wenn wir jetzt alles richtig gemacht haben, dann müsste der Patches jetzt da oben irgendwo rumsitzen. Bingo, jetzt sitzt er da oben. Bei dem könnt ihr zum Beispiel Heilung kaufen, aber ansonsten gibt es bei ihm nicht wirklich was Relevanz. Jetzt machen wir noch kurzes Lagermanagement. Das lagert mir jetzt einmal alles ein, weil das brauchen wir alles nicht. Was ist denn das überhaupt? Der Haltungssaat. Ah. Ganzen Upgrade-Materialien können wir mal einlagern. Ein bisschen gingen leider nicht. Was haben wir da? Da haben wir jetzt einmal den Schimmerstab, den haben wir letztes Mal gekriegt. Das zerbrochene Schwert kann auch weg. Die Isterelle kann weg. Das kann auch weg. Brauchen wir. So, Ring der Regeneration können wir einlagern. Ring des Dufts haben wir zweimal. Flammenresistenz brauchen wir nicht. Seuchenresistenz brauchen wir nicht. Magischen Schärfe brauchen wir. Stumpfheit brauchen wir nicht. Ring des aufrichtigen Gebets brauchen wir nicht. Der listigen Ratte brauchen wir vielleicht später noch. Einfältigen Ratte kann weg. Diebesring kann eigentlich weg. Den haben wir sogar da. Ring der Katze kann weg. Den Ring der Gier, den behalten wir jetzt einmal. Durch Ring kann auch weg. Brauchen wir nicht mehr. Den Ring der Gunst lassen wir auch nur einmal. Weil warum denn nicht? Gut. Haben wir ein bisschen Lagermanagement betrieben. Und dann, Freunde der Sonne, geht's weiter in Keilstein Nummer 4. Führerkugel ist eingeweiht. Der Bazi kann hell sehen. Was kann ich? Achso, ja, ich weiß halt einfach, was Phase ist. So, Freunde. Dann gehen wir mal weiter.
Also idealerweise spielen wir den jetzt halt auf weiß. Ja, aber das ist halt der tricky Part jetzt einmal so wieder. Passt schon, Keks, einen guten. So, der Kollege Kapuzenbrunskopf da unten, der zaubert Geister und die sind magieresistent hübsch. Gibt aber einen kleinen Bonus, wenn wir ihn töten. Dann sterben seine Geister mit. Oder ich. Wer auch immer. Ruft Mom. Ja, dein Mom kann halt hell sehen. So, alles gut, wir waren nicht menschlich, also einfach wieder eine. Das Ding ist halt, wir tragen halt den Ring der magischen Schärfe und der serviert uns halt einfach 50% mehr magischen Schaden. Also, wir kriegen auch mehr Schaden durch das, deswegen hat uns der gewone-shottet. Aber alles gut. Unsere Seelen können wir ja ganz easy peasy wieder mitnehmen. Glaube ich, hoffe ich, denke. Ja gut, ich wollte jetzt eigentlich da noch nicht aufmachen, aber okay. Da unten geht jetzt einfach ein Tier auf. So, wenn ihr den Kapuzenheini umbringt, sterben seine ganzen Phantome mit. Das war eigentlich der Punkt, wo ich vorher sagen wollte, aber okay. Hilft mir nicht. Die droppen unter anderem Dunkelmondstein-Scherben und auch Klumpen. Die brauchen wir unter anderem dazu, um unsere Waffe aufzuwerten. Dazu kommen wir aber auch später wahrscheinlich noch. Ja? Also alles eins nach dem anderen. Genau. Haben wir Vollmondgras, hochwertige also Lebensregenerationsmaterialien. Können wir immer brauchen. So, Obacht, da gibt es eine Geheimwand. Da werden wir jetzt gleich einmal reinschauen. Und da findet man einen blauen Stahl. War abgesehen davon eine Falle, aber das ist irrelevant. So, rüstet eng Seelenstrahl aus, weil da vorne steht jetzt gleich ein Rotaugen-Skelett und die machen ja bekanntermaßen auch gut böse Aua. Und zwar so böse Aua, dass er uns one-shottet. Und ich jetzt keinen Bock nicht habe und den ganzen Caster nur mehr mache. Also machen wir einfach wieder einen Spieler-Quit. Und dahin geht's. Ich habe tatsächlich gar nicht mehr in Erinnerung gehabt, dass der so nah am Tor steht. Aber gut. Kann ja mal passieren. Alles halb so weit. Generell ich finde, generell Keilstein 4 ist mit Abstand der schwerste. Von alle. So, stehen wir im Endeffekt wieder da. Perfekt. Klingenstein-Klumpen, der kann einen reinen Klingenstein droppen. Was wir brauchen, um einen Ring zu kriegen. Da müsste jetzt eigentlich irgendwo ein Echse sein. Genau. Achtung, die droppt auch sehr gern nach unten. Wenn wir Glück haben. Ah, perfekt, danke, Digga. Dunkelmondsteinklumpen, perfekt. Dann rennen wir da nach oben. Und jetzt porten wir uns nochmal neu in die Welt, weil wir haben ja in diesem Keilstein bereits einen Boss getötet. Das heißt, alle Echsen spawnen so oft
einmal Standard und dann pro Boss, den wo ihr erlegt in dem Keilstein noch einmal. Und wir brauchen die Aufwertungsmaterialien. Und deswegen porten wir uns jetzt nochmal rein, damit wir die Echse gleich nochmal machen können. Wir werden dann da am Ende auch den besten Farm-Spot für Seelen finden. Wie gesagt, wir müssen mal schauen, ob wir überhaupt so weit kommen, weil, wie gesagt, das Gebiet ist tatsächlich ein bisschen tricky. Okay? So, da haben wir wieder Skelettschädel, obergeschubster Kapuzensepp, keine Ahnung. Ja, der knallt schon richtig. Aua. Oh, ich hasse die Stelle so stark. Der Futterchannel ist jetzt schon gemein. Am besten da nicht einschauen, wenn man hungrig ist, wahrscheinlich, oder? Das eskaliert schon wieder. Aber ist eh recht, wenn es ankommt. Ist eh recht, wenn es ankommt. Oder wenn es einen taugt. Ja, wenn man nicht schmeckt, ist natürlich suboptimal, ja, das stimmt. Wie gesagt, ich hoffe, dass das ganz schnell wieder anders wird bei dir. Hab ich jetzt eigentlich, ich hoffe aber jetzt einmal schwer, dass ich... Ja, den hast. Dass mir die mein Loot lassen. Kann ich denn eigentlich eins Nirvana zaubern, den Idiot? Nein, die möchte ich nicht avisieren. Ich möchte den avisieren. Da. Hau ab da! Ja, das macht dem ungefähr gar nichts aus. Wo ist denn der jetzt? Er lacht durch, aber ich sag noch nicht. Ja, toll, hinter mir, oder? Da kann ich viel machen. Ja, das ist jetzt blöde. Du Arschloch, du Grintix! Aha, die Säule ist mein Freund. Ja genau, komm du da mal runter. Blöde Mistsau. Das ist auch so der erste, eigentlich so der erste Farming-Spot für Seelen. Der erste kleine. Aber tatsächlich wird man noch einen finden, der wo massivst übertreibt. Also da könntest du so dermaßen viele Seelen farmen, dass es wirklich nicht mehr schön ist. So, müssen wir jetzt wieder Mr. Rotaugen-Skelett da aus dem Lehm ballern. Hoffentlich. Wieder Klingensteinscherbe. Und dann nehmen wir die Echse nur mal mit. Die spawnen wie gesagt zweimal, weil wir einen Boss gelegt haben. Man kann manchmal so einen Schlag machen, da wo er dann einen Rückwärtsschritt macht, aber ich habe keine Ahnung, wie der geht. Er macht ihn einfach random. Deswegen bin ich jetzt runtergefallen. War uns anders nicht passiert, aber gut. Nein, ich möchte nicht online gehen. So. Aber ich hab mir schon fast gedacht, dass bei dem Gebiet, das wird ein wenig fuchsen, weil das Gebiet einfach ultra nervig ist. Wir haben ja zwar OP, aber unsere Gegner werden halt allmählich... jetzt spawnen wir da, das ist gut für uns.
Also nur einmal Hexe anvisieren. Ja, gang ist einfach. Kriegen wir wieder einen Klumpen, das ist gut. Wenn wir jetzt das so erledigt haben, dann können wir tatsächlich jetzt endlich einmal weitergehen, ja? Immerhin. Gut. Schaut ja zauberhaft aus. Ja, ich gehe lieber noch weiter rein, wenn nicht wieder so ein scheiß Mistrochen da daherkommt. 18 Sichelmondgras. War eigentlich gar nicht schlecht, das kann man mal aufbrauen tatsächlich. Dann brauchen wir nicht das Gute verwenden. So. Wenn wir das erledigt haben, die Geister haben ja jetzt weg, weil wir ja nicht wieder rein in die Welt reinporten. Und jetzt finden wir gleich wieder einen alten Bekannten von uns. Den haben wir gerade eben getroffen. Da haben wir noch Loot. Her. Seele, ist gut für uns. Nehmen wir mit. Und da steht jetzt wieder unser Oberarschloch Mr. Patches. Oh, ihr seid's wieder. Hey, was soll die kalte Schulter? Ich wollte euch nicht schaden, wirklich. Jetzt kommt schon. Wir haben wichtigere Dinge zu erledigen. Diese Grube dort ist voller Schätze. Aber ich habe leider ein paar Schwierigkeiten, selbst heranzukommen. Na los, seht selbst. Größere Reichtümer, als ihr euch erträumen könntet. Ihr merkt schon, er macht die gleiche Leier wie damals, dass da unten jetzt wieder ein Schatz ist in dieser Grube. Und jetzt passt so acht. Nehmt es mir nicht übel, ja? Lasst euch ruhig Zeit beim Verhungern. Dann plündere ich eure Überreste und verkaufe alles. Habe ich schon mal gesagt, dass er ein Arschloch ist? Ich glaube, ihr wisst warum. So, Freunde, da herunter finden wir aber einen NPC. Und zwar ist es der liebe Sankt Urbain. Ja, das ist der höchste Mönch, also sprich, der lehrt Wunder. Wenn wir den da ansprechen und den befreien, gibt es eine Trophäe, die habe ich allerdings schon. Aber deswegen haben wir da. Auf dieses Aas hereingefallen? Mir erging es nicht besser. Er täuschte mich. Nun sitze ich hier fest. Das Echo deutet darauf hin, dass wir mit der Außenwelt verbunden sind. Ein furchterregendes dunkles Phantom steht zwischen uns und der Freiheit. Doch keine Angst. Gott wird das Böse läutern. Beten wir. Umbasa. Umbasa. Genau. Wie er schon sagt, steht da drüben ein ein rotes Phantom. Schaut zwar aus, also schaut rot aus, gibt aber halt den Unterschied zwischen rot und schwarze Phantome. Die schwarzen Phantome schauen genauso aus wie die, haben wesentlich Stärke und haben einen ganz anderen Einfluss. Ja? Der ist ziemlich easy, weil wir mir OP haben. Einfach Seelensuchtpfeil ausrüsten. Casten. Ja, perfekt. Einfach hier gehen. Bam. Was der lebt. Ist gelungen. Jetzt nimmer. Den einfach töten. Kriegen wir wieder einen blauen Stor und einen Dunkelmondsteinklumpen sogar 3-mal. Wie gesagt, ist die höchste Aufwertungsmaterial, die man mir. Oder ist die zweithöchste. Oder die zweite Stufe für unser Schwert, was wir zum Aufwerten brauchen. Wenn wir den umgebracht haben, dann move der zum Nexus weiter. Haben wir praktisch wieder einen NPC mehr. So. Das Item da herum. An dieses Item kämen wir nur drauf in einer komplett weißen Weltentendenz. Und dieses Item braucht man, weil das ist gewissermaßen auch wieder Platin-relevant. Genau deswegen spielen wir es jetzt auf weiß. Ja? Nur der Vollständigkeit. Aber Urbein, er war also das erste Bein, das je gegeben hat. Nein, das stimmt nicht, weil den schreibt man mit A. Ja? Urbain. Aber netter Gedankengang, Mr. John Siege.
So, und siehe da. Patches hat wieder mal gemeint, dass wir sterben. Aber wir haben halt einfach OP. Also haben wir doch nicht gestorben. Am liebsten da den da jetzt umbringen, aber das darf wir nicht da, weil sonst kriegen wir später ein Problem. Ihr. Hey, es tut mir wirklich leid. Das habe ich nicht so gemeint. Man muss irgendwie über die Runden kommen, richtig? Hier, seht, ich kann es wieder gut machen. Es gibt nicht viele Menschen wie uns. Wir müssen zusammenhalten. Ich weiß. Nehmt dies als ein Zeichen der Freundschaft. Nicht schlecht, oder? Ring der Blutungsresistenz. Ich glaube, den haben wir schon gefunden, bin mir jetzt nicht sicher, aber er gibt uns halt einfach Scuffed-Items, die wo wir halt eigentlich so an und für sich finden dann. Ich weiß, dass jetzt da der Salzgehalt bei dem einen oder anderen Spieler, der wo das da spielt, ziemlich hoch ist und der den instant umbringt. Macht's das nicht. Ja? Der wird sterben, verspreche ich eng, aber noch nicht, aber noch ist seine Zeit nicht gekommen, leider. So, wenn wir das erledigt haben, dann gehen wir weiter. Ja? Weiter des Weges. So, an der Stelle, wenn es möglich ist, könnt ihr den einen oder anderen Rochen schon mal hops nehmen. Jetzt will ich gerade schauen, ob wir überhaupt richtig haben. Abgesehen davon, halt man groß. Das Spiel bestraft dich, wenn du den Typen killst, will das Spiel dich foltern. Wenn du das Spiel wenn du einen blauen NPC, also ein blaues Phantom im Endeffekt, also einen gutartigen NPC tötest, wirst du damit bestraft, dass deine Charaktertendenz ins Schwarze geht und dass deine Weltentendenz weiter ins Schwarze geht. Ja? Nur bösartige NPCs haben einen positiven Effekt, wenn du die tötest. Ja, perfekt. Optimal. Optimal. Ah ja, perfekt. Den habe ich ja so auch nicht mehr im Kopf gehabt. So, die Rochen in gewohnter Manier ziemlich nervt, können einen ziemlich behindern, aber das Problem ist halt auch, unser Zauber-Range ist leider etwas begrenzt. Das heißt, die erwischen wir jetzt von da leider Gottes nicht. Noch nicht, muss man dazu sagen. Ja? So, der Seelenstrahl hat die Eigenschaft, der geht durch andere Gegner durch. Ja, perfekt, danke dir. Der geht durch alle Gegner durch, wenn sie hintereinander stehen. Was, der killt 2 gleichzeitig, wenn es pressiert. Oder der killt auch 5 gleichzeitig, wenn es pressiert. Von da aus käme jetzt, glaube ich, schon eher dran. Oh, fick dich doch da oben. Die kann man killen, muss man zwar nicht, aber die gehen man halt auch gut sehen, aber eigentlich ist es wurscht. Eigentlich brauchen wir sie nicht killen, weil... Aus Gründen. So, jetzt kommt der Stein, die ist ziemlich abfuck. Aber das hilft nicht, da müssen wir leider durch. Und zwar kommt jetzt eine Art neuer Gegner. Die machen verteufelt viel Schaden, die Dinger. In einer komplett schwarzen Weltentendenz ist der Gegner absolut Cancer. So, da einfach umrennen und den Typen da abschubsen. Weil der ist dafür verantwortlich, dass die alle spawnen und wenn der in den Tod stürzt, kriegen wir mehr die ganzen Seelen von den ganzen Geister, weil die spawnen automatisch. So haben wir uns ein bisschen leichter tatsächlich. So, da findet man Dolch, ist jetzt nicht weiter relevant. Aber nehmen wir heute mal mit. Der Schutzzauber bringt uns da tatsächlich nichts, weil das alles Magieschaden ist und Schutz hilft uns nur was gegen physischen Schaden. Ich glaube, den Unterschied muss ich nicht erklären. So, den Loot können wir mitnehmen.
Wenn wir den allerdings mitnehmen, spawnen hinter uns 2 Baby-Phantome. Also sowas da. Die sind tatsächlich nicht so eine große Bedrohung, aber ja gut, fast stirb ich noch dran. Warum ist eigentlich der Müll da ausgerüstet, abgesehen davon? Gut, gehen wir wieder eins weiter. Einfach ganz gemütlich. So, einfach durchrennen. Den töten. Und die spawnen wieder alle. Also das ist ein bisschen gemein, weil man das nicht gleich sagt. Aber wenn man es weiß, einfach vorbeirennen, gleich nach links abbiegen und dann passt es. What's up, Kommentare? Alles fit bei dir? Wie gesagt, die Stein ist halt, generell der Keilstein ist meines Erachtens noch der schwierigste von alle in dem Spiel. Weil er einfach ganz unangenehme Gegnertypen hat. Ja, ist nicht so geil. Aber wenn wir den hinter uns haben, dann geht's wieder ein wenig gemütlicher hin. Also hoffe ich, denke ich, glaube ich. So, haben wir wieder Loot. Jetzt wieder Seele. So, jetzt haben wir wieder ein neues Gebiet. Die weißen Dinger da nicht unterschätzen. Das ist im Endeffekt das gleiche wie bei den Minen mit den goldenen Kugeln. Das sind, ja, die explodieren praktisch, wenn ihr die Dinger da zu nahe kommt. Also ein bisschen Obacht geben. Da unten müssen wir uns aber ein bisschen besser umschauen, weil da findet man nämlich auch einen Ring. Die Schnecken haben jetzt nicht allzu bedrohlich. Unterschätzen halt auf keinen Fall. Aber machen jetzt nicht allzu viel. Dieses klebrige weiße Zeug ist jetzt nicht das, was ist, was ein paar Geschubste in meiner Community jetzt bestimmt wieder denken. Das verzaubert unsere Magie mit Waffe, ist für uns aber total irrelevant, weil wir ja ohnehin schon eine magiedurchtränkte Waffe haben. Ja? Aber nur, dass ihr mal wisst, ja, was das Ding gut ist. Oder das Zeug gut ist. Achtung! Das fetzt gewaltig. Satz, by the way, also gut wie One-Shot, wenn ich das erwischt. So gut wie One-Shot. Ja, das schau, aber ohne Emotes. Verstehe die Frage nicht. Wie, was ohne Emotes? Da können wir auch noch mal einen Dunkelmondstein klumpen. Mein liebster steirischer Metal-Head ist da, das ist los. Ja. Ach so, ja, okay. I see, Mr. Motzok. Keine Ahnung, wie mir das jetzt drauf fährt, aber... Wie gesagt, in der Menge sind die Schnecken nicht zu verachten, ja? Ah, verpiss dich halt, ha, du Schleimscheiße. Ja, gut. Oha, das war aber knapp. Das war aber knapp, Freunde der Sonne. Da verirrt man sich ja gerne mal ein wenig. Verständlicherweise. Schaut ja auch alles gleich aus. Da gibt es eigentlich nur ein Item, was für uns da herunter relevant ist. Und
Das müsste das hier sein. Und zwar ist das nicht Uchigatana, sondern der Ring des Ronin. Ja, alle Ringe sind platinrelevant. Wichtig, Freunde der Sonne. Ja. Das klebrige Zeug, scheiß Dings, Sportzing einfach. Gut. Jetzt muss ich nur schauen, was wieder nach oben geht. Ja, da glaube ich gibt es insgesamt gerade 2 Auf- und Abgänge. Wir müssen nur schauen, wo. Alle Ringe. Alle Ringe. Haben insgesamt 30 Stück. Ich glaube, dass wir jetzt zu dem Zeitpunkt ungefähr, weiß ich nicht, 24 oder 25 haben oder 3, ich weiß nicht genau. Also allzu viel gehen uns jetzt nicht mehr ab. Jetzt muss ich gerade schauen, wie es da wieder aufgeht. Auf Rampe wo? Ah, da schaut's gut aus. 29 reichen nicht, weil es sind ja 30. So. Freunde der Sonne, hinter dieser Nebelwand versteckt sich wieder einmal ein Boss. Den kann man relativ einfach, was heißt, der Boss an und für sich ist blind, ja, also der sagt nichts, was ja logisch ist, wenn er blind ist, aber er hört euch. Kann jetzt so und so laufen, ja, das kann jetzt massiv in die Hosen gehen, es kann aber auch massiv gut funktionieren, ja. Eventuell brauchen wir da jetzt den einen oder anderen Versuch, ist tatsächlich ein bisschen eine Glückssache, je nachdem. Bleiben wir auf alle Fälle einmal ja so, dass wir das alte Gewürz in Bereitschaft halten. Mit dem Seelensuchpfeil kriegen wir den Burschen eigentlich relativ gut geregelt. Aber gut. Gestatten? Der alte Held. Wie gesagt, der Typ ist blind. Ja, ich liebe das, wenn das passiert. Ja, der trichtert ihm ganz gut zu. Okay. Kann in gewissen Situationen gut sein. Naja. RIP, Motzok, nicht tot. Beziehungsweise drück erst einmal Reset. Wobei, nein, das kannst du sogar hingehen. Okay. Ich glaube, jetzt zaubert vorsichtshalber Schutz. Das meine ich, war das gescheiter. Resettest du deinen Depth-Counter? Mit Ausrufezeichen Reset kann man meinen Depth-Counter resetten, ja. Also beziehungsweise meine Mods-Kindern. Ich glaube, ich kenne es nicht.
Als ob. Wow, Bro. Ja, der Boss ist tricky. Kann dir zur Zeit, das ist eigentlich der einzige Punkt, der wo uns halt eventuell aufhalten kann, weil der einfach tricky as fuck ist. Genau, weil er eben sehr gut hört. Der hört eben einfach sehr gut. Das ist das Problem. Es gibt halt manchmal da gibt es halt Situationen, da steht er einfach nur in der Gegend rum und dreht sich. Dann ist es halt easy kill. Aber so wie jetzt, ist halt so ein bisschen eine Glückssache, ja. Aber, mein Gott, nein, wir haben auch Zeit. Und wenn ich jetzt bis zu mit dem Boss brauche, mein Gott, dann hilft es halt auch nicht. Manchmal kann man es halt nicht aussuchen. Lauft einmal so und einmal so. Jetzt Merci Kamera für gar nichts. Achso, ich lebe noch. Jetzt lebe ich nicht mehr. Okay. Kamera ist ab und zu im Spiel ein absoluter Endgegner. Also in Demon sollst du mich nicht wundern, Mr. John Sigi. Da gibt es generell Gestalten, da wo du eigentlich meinst, gibt's nicht. Hoppala. Einfach mal fortsitzen. Schon mal mit Duschen probiert, dann riecht er dich nicht, sagst du. Shampoo riecht auch. Oh, jetzt habe ich nicht Schutzzauber. Wobei, macht eigentlich effektiv auch irgendwie. Ja, wobei doch. Macht schon einen Unterschied. Wie lange bleibt mein Charakter bitte, Ling? Ich hasse den Boss. Das ist eigentlich einer von meinen Top 3 Bosse in Demon's. Top 3 Hassbosse in Demon's Souls. Das eine ist der Drachengott, weil er halt so random ist. Das zweite ist er, weil er auch so random ist. Und das dritte ist der Dingens. Den haben wir noch nicht gesehen, den spoilere ich jetzt nicht. Wohnkatz, hab ich dir. Alles gut bei dir. Schön, dass du einer schaust. Merci für deinen Lurk, abgesehen davon. Man kennt's ja. Souls Game Sterbefest. Boah, Bro. Ah ja, du haust durch Säure durch. Alles klar. Perfekt. Ja genau, das ist jetzt so ein Punkt, wo er einfach nicht weiß, wo ich bin. Das ist jetzt einfach mal zauberhaft für mich. Die Zeit nutze ich jetzt und heile mir mal voll. Jetzt bin ich tot. Oder er ist tot.
Nein! Oh, are you kidding me? Oh, jetzt macht er den Sprung auf Zeiten. Bist du behindert eigentlich? Oh, das war bitter. Der tut jetzt tatsächlich ein bisschen weh. Ich weiß ehrlich gesagt gerade selber nicht, warum ich Bro sage. Ist eigentlich überhaupt nicht meine Art, aber okay. Gut, hilft nicht. Oh, der war jetzt richtig bitter. Er macht den einen Satz auf Zeiten in dem Moment, wo meine Kugeln Richtung Gegner fliegen. Aber gut. GG an den Boss, ja, absolut, definitiv. Der war eigentlich schon so gut wie tot, aber... Naja. Aua. Locker bleiben, Freundchen. Ja, Herrgott, Seele. Alter Held. Hat ein wenig gedauert, aber wir haben es gebracht. Und jetzt haben wir natürlich fette Seelen. 123, 24.220. Ich glaube, die kann man mal investieren. Jeder ist schon mal gestorben bei Dark Souls. Oh ja. Ich habe so einige Tode hinter mir. Wie einige andere in unserem Chat wahrscheinlich auch. Der heilige Pfeil, ja, scheiß auf den Pfeil. So, wir haben menschlich, Freunde. Wir kriegen eine heldenhafte Dämonenseele und wir wissen, was das heißt, wenn man menschlich ist. Was heißt das, Freunde? Wer war die letzten Male aufmerksam? Da bin ich jetzt gespannt. Sterben gehen heißt es, Mr. Mozok, 100 Punkte. Sehr gut. Genau, wir sind mal menschlich, das heißt Arschbombe. Arschbombe ins Nichts. An der Stelle. Juhu. Bist du aufmerksamer Mod? Sehr schön. Das freut mich zum Herrn. Ich will nur schon mal auf meinen Spickzettel tun. Okay. Nehmen wir die Seelen natürlich wieder mit. Und jetzt, Freunde, werden wir uns einmal ein bisschen aufwerten. Wobei, warte mal, wo sind eigentlich... Ah, da ist. Plotten wir mal unsere Seelen, die wir mal gefunden haben. Außer die heldenhafte Dämonenseele und die jungfräuliche Dämonenseele. Die werden wir auch nicht konsumieren, weil das sind ja bekanntermaßen Bossseelen. Schicken wir mal ins Lager, damit wir es ja nicht versehentlich konsumieren. Das war nämlich unflauschig, weil die brauchen wir, wie gesagt, um Zauber und Wunder zu erlernen. Aber den Rest, den können wir nicht mehr. Jetzt haben wir 142.000 Seelen. Das sind ein paar Aufstiege. So.
was wir machen, wir bringen Intelligenz auf 30, das erhöht unseren Zauberslot auf 5. Also, was heißt unseren Zauberslot? Wir haben jetzt praktisch 5 Zauberkapazität anstelle von 4. Und den Rest müssen wir jetzt mal schauen, wie viel haben wir denn noch? Haben wir noch 5 insgesamt. Dann werden wir da noch mit 2 rein, da noch mit 2 rein und ab jetzt gehen wir mit dem Rest in Magie. Jetzt werden wir komplett Magie aufwerten, damit wir mehr Schaden machen. Zauberkapazität hat sich erhöht. Ist doch zauberhaft. Gut, wenn wir das haben, dann müssen wir uns jetzt eigentlich sogar Schonung ausrüsten können, anstelle von Schutz. Schauen wir doch einfach mal. Wie versprochen. Das müsste gehen. Perfekt. Jetzt kriegen wir nämlich 80% weniger Schaden. Weniger physischen Schaden, soll ich anmerken. Und bei Schutzhans nur 30% weniger. Warum kein Glück? Jeder kann ein wenig Glück vertragen. Glück in dem Spiel bringt dir gar nichts. Es gibt eine einzige Waffe, die mit Glück skaliert und die findest erst ziemlich spät. Also spare das am besten. So, Seelen haben wir investiert, wir haben nicht mehr menschlich, also machen wir weiter. Siege, merci für deinen Lurk und viel Spaß weiterhin. So, ihr seht bereits, wir haben ja jetzt eigentlich schon eine komplett weiße Weltentendenz. Aber der Vollständigkeit halber machen wir jetzt den nächsten Boss ja auch noch. Logischerweise. Einer von den coolsten Bosse tatsächlich. Der geht aber eigentlich verhältnismäßig einfach. Freunde, so, das ist der Mr. Sturmkönig, ja, ob er Mr. oder Mrs. ist, weiß ich nicht, aber auf alle Fälle, so ist der Todesstern entstanden, habe ich mir gehört. Oh, ich hab den falschen Zauber. Jetzt habe ich nochmal den falschen Zauber, perfekt, das läuft wieder Länderspiel. Das ist, by the way, auch unser Farmspot nachher. Mr. John Siege ist genau das Gegenteil. Ihr habt sehr viel Glück in der Liebe, ja. Da könnt ihr euch dann da hinten verstecken, damit ihr nicht so viel Schaden abkriegt von den Dingen. Ihr müsst erst einmal die ganzen Kleinen da beseitigen, weil die haben halt bekanntermaßen lästig. Fast keine Gesundheit mehr. Das seht ihr mal gleich im Vergleich, wie riesig der ist im Gegensatz zu den anderen. Schaut euch mal, wow! Jetzt kommt wieder sein Angriff. Achtung!
Gut, dass wir schon drin haben. Das hätte nämlich jetzt gewaltig weh da. So, einer geht uns noch ab. Jetzt seht ihr, wie riesig das Ding ist. Nein, ich mag ihn da. So. Und jetzt können wir ganz entspannt den Sturmkönig machen. Ach, da oben fliegt auch noch so einer. Da, pass auf. Jetzt seht mir, was wir Schaden an dem Ding machen. Ah, trifft ihn jetzt einmal nicht mehr. Ja gut, das können wir da warten. Easy. Sturmkönig-Trophäe. WB-Cookie. So, ich höre jetzt natürlich die ersten schon schreien, Bazi, ich bin aber kein Magier, nicht, ich bin ein Nahkämpfer, was soll ich denn da? Ganz einfacher Fall, Freunde. Sorgen, was du müsst. Damit ihr den besiegen könnt. Ihr findet nämlich da bei dem Boss in diesem Areal eine Waffe, mit der könnt ihr den Boss dann massiv damagen. Ja, da gibt es was ähnliches in Dark Souls 3 beim alten Riesen. Ich glaube, das ist ein alter Riese. Nein, Jorm hat er geheißen. Jorm, der alte Riese, sowas. Funktioniert nach dem gleichen Prinzip. Und zwar gibt es da erruntert unter anderem halt 2 Echsen, die werden wir jetzt farmen. Ja? Wir werden jetzt an dem Platz so lange farmen, bis dass die 2 Echsen nicht mehr spawnen. Aus Gründen. Dann kriegen wir nebenbei ein paar Seelen, die wo wir dann wieder zum Aufwerten hernehmen können. Ja, perfekt. Beide gleichzeitig könnt ihr nicht erwischen, dafür laufen sie zu schnell, zu weit auseinander. Aber die nehmen wir jetzt schon mal einmal mit und die geben wir in unseren Klumpen. Idealerweise finden wir da die höchste Aufwertungsmateriale 1 oder 2 Mal, damit wir unsere Waffen maximieren können. Und das Ding, der Sturmgebieter, ist die Waffe, mit dem ihr den Boss easy auseinanderpflücken könnt. Und zwar kann der einen Angriff, das ist der da, er braucht eine komplette Ausdauer, aber der macht praktisch Schaden quer durch den Himmel. Und so könnt ihr halt den Sturmkönig und halt auch seine ganzen Schergen zerpflügen. Ja? Werden wir jetzt auch machen, sage ich gerne einmal. Der Sturmkönig spawnt ja logischerweise nicht mehr, weil der ist ja jetzt hier. Aber die anderen werden wir jetzt so lange abfarmen, bis eben diese 2 Echsen da unten nicht mehr wiederkommen. So, wir haben eine menschlich, stürmische Dämonenseele und einen reinen Wolkenstein. Den brauchen wir mir nicht. Weil warum auch? Keksi hat's geschmeckt? Ich hoffe doch. Was soll es denn überhaupt geben? Beziehungsweise hat es den Discord-Post. Ich weiß aber nicht mehr, was das war. Egal. So. Schicken wir die gleich mal ins Lager. Da machen wir wieder eine Bombe. Eine schöne Arschbombe. Jetzt haben wir tatsächlich ganz gut durchgekommen. Bis wir aber jetzt das mit den Echsen gemacht haben, meine, kommen wir hübsch ans Streamende hin. Aber gut, schauen wir einfach. Die nehmen wir wieder mit. Je weiter ihr im Spiel übrigens fortschreitet, umso mehr verändert sich die Musik im Nexus, für den Fall, dass ihr das nicht gewusst habt. Jetzt machen wir es aber anders, weil das brauchen wir jetzt dabei schnell nicht. Also dann zwischen die 2 Dinge hin und her switchen kann, wenn wir die Echsen töten. So. Monolithenwald, was die
Der letzte Punkt. Diesem Keilstein haben wir jetzt auch fast alles erledigt. Wie gesagt, wir fahren jetzt die Echsen ab, holen wir uns dann das Item. Moment einmal. Jetzt habe ich was vergessen. Ich will nochmal schnell zurück. Ich möchte nämlich was sagen, beziehungsweise ich will euch auf etwas hinweisen. Und das kann ich nicht machen, solange ich da unter Beschuss stehe. Und zwar rüsten wir mir jetzt aus, weil die Flugrochen haben so und anders One-Shot. Richten wir mir jetzt aus den Ring der Gier. Getötete Feinde gewähren mehr Seelen. Das sind 10%, glaube ich, 10 oder 15%. Und wir tragen ja den Silberarmreifen, den nur eine Frau tragen kann. Der gibt auch mehr Seelen. Ja, also das heißt, wir haben jetzt rund 30% mehr Seelen pro Gegner, der wo fällt. Ja. Und dann gehen wir da rein. Wie gesagt, wir fahren jetzt so lange, bis die Echsen nicht mehr spawnen. Und da kommen dann so ungefähr roundabout 200.000 Seelen zusammen. Ja genau, ich habe ungefähr überhaupt niemanden drauf. Und ich stirb. Nice. Also meine Kamera war zu langsam im Vergleich zu deinem Hunger. Den kapiere ich jetzt nicht. Dann nimmst du die Seelen mit. Ihr seht, da pflückt sie ja gleich mal 3-4 Gegner auf einmal runter. Die Viecher haben so und anders immer One-Shot, also da braucht es überhaupt nicht stressen. Ihr seht, was da Seelen zusammenkommen. Ich hasse die Viecher so stark. Ich will ein Foto im Vorder stellen. Das wäre gut, wenn ich da noch mal nur einen triff von den Dinger. Die Klappe da oben. So, das ist jetzt der letzte, oder? Wo schläft das Dreckert? Gut. Da fliegen eigentlich nur Wolkensteinscherben, aber Sport senkt, das braucht es nicht mitnehmen. Völlig egal. So, dann killen wir wieder diese Echsen. Beziehungsweise eine davon, weil beide kann man ja gleichzeitig nicht. Nehmen wir erst einmal bei die, wo da bleibt. Dunkelmondsteinklumpen. Wenn wir das haben, einfach wieder zurückporten und so weiter und so fort. Und bei euch so, wie ist es wieder bei euch? Treibt es so den ganzen Tag, meine lieben Freunde. Und wieder im Morgen. Aber hat wenigstens geschmeckt, das ist aber das Allerwichtigste. Aua. Gut, Viecher an die. Und wieder Echse töten.
Gibt bessere, aber auch schlechtere. Ja gut, dann war zumindest nicht der schlechter. Wieder Dunkelmondsteinklumpen. Wir brauchen jetzt eigentlich mal einen Dunkelmondstein. Das war einmal nicht verkehrt, wenn wir den noch kriegen. Aber man kann sich ja bekanntermaßen nicht aussuchen. Da ist jetzt by the way auch der Vorteil, wenn da mal irgendwie irgendwelche Ressourcen ausgehen, wie Heilung zum Beispiel oder halt das alte Gewürz, könnt ihr da ganz entspannt irgendwelche Seelen zusammenfahren und könnt dann damit shoppen gehen. Dann habt ihr ressourcentechnisch bald überhaupt kein Problem mehr. Boah, ich bin so froh, wenn wir das Gebiet hinter uns haben, weil die Rochen, die raumen mir irgendwann meinen letzten Nerv, so wie es ist. Passt schon mal so. Passiert jetzt eh nichts Spannendes dabei. Gut. Normalerweise gehen die Gegner so um die 1600 Seelen, wir kriegen halt jetzt immerhin 2000 dafür. Wieder Dunkelmondsteinklumpen. Schade. Wie gesagt, das ist, da ist tatsächlich so ein bisschen eine Glückssache, ob wir die höchste Aufwertungsmaterialien für unsere Waffe finden. Ja? Also normalerweise auf plus 4 kriegen wir so weit, Bonus war halt plus 5. Ja? Also die Maximalstufe von einer Waffe. Braucht es aber nicht oben durch. Das ist keine Trophäe, dass ihr eine Waffe Max macht. Soweit ich weiß. Ist halt nur ein netter Bonus, wenn man es denn hat. Aber tatsächlich unbedingt Platin-relevant ist es nicht. Nee, mit der Waffe Sturmgebieter geht es eigentlich relativ schnell und relativ einfach. Und ihr spart Ressourcen, weil ihr den Mana nicht auffüllen müsst. So. Ah, die eine Echsen, die spawnt jetzt nimmer, die ist jetzt weg. Jetzt bleibt nur noch die da übrig. Bleibst du da? Wieder Klumpen. WB-Motzok. Jetzt müssen wir nur schnell das Lager auf Vordermann bringen. Das ist alles unnötig Gewicht, was wir nicht brauchen. Gut. Wenn du ist, müsst ihr aber die Echse jetzt noch genau 3-mal machen können. 2 oder 3-mal. Das sind 3 Bosse, oder? 3 Bosse plus einmal normal Spawn haben 4-mal. Also insgesamt 8 Echsen. Haben und nicht haben. Wie gesagt, vielleicht haben wir ja Glück und wir finden die oberste Upgrade-Materialien noch. Lady Mistsau. Oh, jetzt mal von hinten. Scheiß Flugviecher. Lady, 'n 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 '
Da waren jetzt meine Seelen durch uns. Leute, 175.000 Seelen und sonst sitzen keine gute Idee. Guten Abend. Da brauche ich jetzt gar nicht hinschauen, wer das jetzt gecheert hat. Ich sag's jetzt einfach. Mr. Optio, gut zu Fuß, merci dir für deine 100 Bits, oder? Sag ich doch, ich kenne das einfach. Guten Abend. Alles fit bei dir. Boah, ey, wieder die Viecher, die gehen mir so des Todes auf die Nerven, hey, das ist unfassbar. Das war absoluter Sadist, der wo den Gegner designt hat. Ich hab jetzt erst auf keinen Druck, are you kidding me? Au. Versuch's gar nicht erst, zupf dich. Ah ja, okay. War wieder ein Scheißtag, aber körperlich alles gut. Aber Stress gerade in der Arbeit. Ja Gott, Seele. So, wieder die Echse töten. Wieder Klumpen. Naja, gut, schade. Ich glaube, jetzt sind es noch zweimal. Normalerweise müssen wir es noch zweimal holen gehen und dann haben wir durch mit der Farmerei. Es seid abgesehen da. Jetzt hoffe ich mir, dass ich die Wettsteine noch dabei habe. Natürlich nicht. Ja. Die Waffe verschleißt natürlich extrem, je öfter ihr das anwendet. Also diesen Sturmschlag, sag ich jetzt einmal, ja. Also da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Kurz bevor die zerbricht, soll ihr jetzt am besten die Waffen wieder reparieren. Sonst könnt ihr nicht mehr hernehmen. Waffe beschädigt. Genau. Sieben Stunden an der Ladestelle verbracht, dann war der Container nicht freigestellt zum Schluss. Nur Umleitung von. Oh, viel Teufel. Ja. Jetzt ist jetzt aber auf da. Nicht. Unflauschig. Gut, da ich jetzt nicht mehr, dass uns die Waffen kaputt geht, machen wir es jetzt ausnahmsweise nochmal mit der Magie. Ja genau. Macht für uns effektiv keinen Unterschied nicht. Ja, der kommt auf uns zu, das ist gut. Gut. Die letzten 2 Tage waren sehr unflauschig. Ja, dann selbst mal positiv, Mr. Option, morgen ist Freitag. Morgen ist Freitag, vielleicht hebt es die Laune wieder ein bisschen. Ey, nicht verschwinden. Nein, nicht verschwinden, du bleibst doch. Ja, leider haben wir keinen Klick nicht mehr. Finden wir leider die komplette, die höchste Aufwertungsmaterialien. Jetzt haben wir noch eine Echse. Jetzt hoffen wir, dass wir es jetzt finden. Schauen wir mal. Wird schon werden.
Oh, warum ist das so? Keine Ahnung. Ein letztes Mal. Wahrscheinlich spawns jetzt schon nicht mehr, aber gut. Ah, das passt zeitlich halt perfekt. Ja, danke dir. Danke dir für den Hit. Ich wollte jetzt eigentlich den da oben anvisieren, der wo direkt über meinen Schädel wegfliegt, aber gut, okay. Schlimmer kann es nicht mehr werden. Es kann eigentlich nur besser werden. Wie gesagt, morgen ist Freitag. Ich glaube, noch die zwei. Sehr gut. Ah, da ist nochmal. Normalerweise müsste die Echse dann jetzt das letzte Mal da sein. Mehr als unflauschig geht nicht. Nein, das ist die höchste Form der, ja, der negativen Stimmung, sagen wir es mal so. Reiner Dunkelmondstein, ja, Herrgottsseele, haben wir doch noch einen gefunden. Da schon her. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Perfekt. So, dann haben wir da jetzt alles erledigt. Fast alles. So, jetzt gehen wir erst einmal in Nexus und investieren wir unsere fetten 260.000 Seelen. Was hält man da davon? Wie gesagt, das ist einfach ein Spot, da könnt ihr gottlos viele Seelen farmen. Die spawnen immer wieder, die Gegner. Ah, perfekt, die warten auf uns, da schau her. Sind einmal 10 Aufstiege auf den Schnulz. Will ich gerade schnell schauen. Aus ihrem Gefäß entnommen. Gewährt eure Stärke, auf dass die Welt geheilt werde. Auf dass die Welt geheilt werde. Gut. Seele des Geistes, So. Schlüssel des Lebens. Wir investieren wir alles in Magie. Seele der Verlorenen, aus ihrem Gefäß entnommen. Gewährt eure Stärke, auf dass die Welt geheilt. Und wir sind jetzt minimal OP. So, jetzt gehen wir noch schnell kurz in diesen Kaltstein. Kaltstein Nummer 2. Wir starten jetzt unserem Schmied einen Besuch ab. Warum am Arsch der Welt ist es eigentlich von 12 bis 24 Uhr? Was? Warum am Arsch der Welt ist es eigentlich von 12 bis 24 Uhr 12 Stunden und von 24 bis 12 12 Stunden? Aber vom Montag bis Freitag 5 Stunden. Was sag ich, verstehe die Frage nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was du uns jetzt damit sagen möchtest, aber... So. Da haben wir bei unserem Schmied des Vertrauens. Das war jetzt ein bisschen zu früh, ja. So, wir ploppen jetzt da kurz unsere Seelen. Eigentlich haben wir eh noch eine, aber... Wir ploppen jetzt, weil... Nein, nicht reparieren. Waffe aufwerten. Halbmondpfeilchen Stufe 3, Stufe 4 und mir fehlen Materialien. Die niedersten fehlen uns. Okay, das ist kein Problem. Das war's. Dann geht jetzt. Der Mozart möchte 3 Tage Hackel und 4 Tage Wochenende. Gegenfrage, wer mag das nicht? Wer mag das nicht? Das ist eigentlich die interessante Gegenfrage. Genau, uns fehlen jetzt die niedersten Materialien.
Oh, das machen wir jetzt noch schnell geschwind. Gehen wir nochmal schnell kurz da rein. Weil sie die Ausrüstung einmal reparieren, weil dann können wir einen Sturmbringer wieder hernehmen. Ich kann euch Waffen schmieden. Bleibt bloß am Leben. Ich brauche Kundschaft. Sehr gut. Fahren wir uns schnell nochmal ein paar Seelen. Und dann kaufen wir uns die niedersten Upgrade-Materialien nur mal. Dann brauchen wir 6 Stück davon. Also bei Volvo in Schweden haben sie das jetzt eingeführt, 4-Tage-Woche. Also habe ich jetzt einmal gelesen vor 2 Tagen oder so. Aber ich weiß nicht ab wann. Alter, 5 auf einen Streich. Heftig. Freitag, Samstag, Sonntag frei, genau. Müssen aber die gleiche Leistung erbringen. Also sprich, die müssen auf 4 Tage das einer arbeiten, muss auf 5 Tage machen. Ich kann mir aber gut vorstellen, wie das abläuft. Also ich glaube, dass die praktisch dann 4 Schichten pro Tag fahren. Also sprich, 6 Stunden Schichten so, wenn du magst. Machen wir so sagen. Die fahren dann praktisch immer 6 bis 12, 12 bis 6, 6 bis 12, 12 bis 6. Von Montag bis Donnerstag. Also so kannst du mir vorstellen. Brauchst zwar natürlich mehr Personal, aber ich meine, ich persönlich, ganz ehrlich, wenn mein Geld gleich bleibt, das ist ja natürlich der ausschlaggebende Punkt, wenn mein Geld gleich bleibt, darf ich das auch so machen. Definitiv. Ja, ich bin auch so ein Eumel. Ich müsste vielleicht die Materialien vorher kaufen, oder? Bevor ich zu ihm gehe. Ich will gerade sagen. In Deutschland gibt es auch irgendwo eine Werkstatt, die auf 3-schichtig mit der 25-Stunden-Woche arbeitet und 5 Stunden am Tag bei der vollen Zahlung. Aber 25... Echt? Aber das war ja... Moment einmal, 25 Stunden in der Woche, 5 am Tag sind... Ja gut. Da war es halt interessant, was die vorher verdient haben. Das war das Interessante dann tatsächlich. Fünf Tage die Woche mit 5... Ach so! Okay, ja, okay. Ja, ich kann mir halt vorstellen, dass, wenn du sowas machst, dass du da die Arbeitsmoral der Mitarbeiter schon deutlich steigerst, wenn du weißt, dass du gerade 4 Tage hast in der Woche. Jess, habe ich die Ehre, grüß dich. Einen wunderschönen Feierabend dir. So, 6 Stück brauchen wir jetzt noch von den Dunkelmondsteinscherben. Die nennen wir Dant. Das war's? Bis dann. Und jetzt bringen wir unser Falchion auf Max. Gott sei es gedankt. Schichten von 6 bis 11, 10 bis um 3 und ja, klar, logisch. Na, also wie gesagt, wenn es bei uns, das gab es in unserer Firma, sage ich mal, bei gleichbleibender Bezahlung, dann da die auch lieber 6 Stunden Schichten fahren, dafür 4 Schichten am Tag, aber halt dafür Freitag, Samstag, Sonntag frei. So, bringen wir unser Falchion auf Stufe 5 und jetzt ist unsere Waffe mit maximalen Damage gesegnet. Ja. Sehr gut, haben wir erledigt. Jetzt bleibt uns nur noch eine einzige Sache zu tun. Ja, logisch. Logisch.
Also ich glaube auch, dass du da mit so einem Modell die Arbeitsmoral gewaltig in die Höhe treibst. Also glaube ich voll wirklich, weil ich meine, wenn du Freitag, Samstag, Sonntag frei hast, sind halt 3 Tage, also 3 volle Tage vor allem, da glaube ich schon, dass du da durchaus einen positiven Nebeneffekt auf deine Belegschaft hast, definitiv. So, dann habe ich die Ehre. Ich hau da mal einen Lurk ein, bin aber mal gar in der Küche. Passt schon, merci dir, ich bin eh nicht mehr allzu lang da. Wir machen jetzt nur noch eine kleine Sache. Wir holen uns jetzt noch den Gegenstand, für die komplett weiße Welt, den es bei der komplett weißen Weltentendenz zum Finden gibt. Und dann haben wir es auch schon hinter uns. Ist mir da einer. Ihr werdet jetzt auch relativ schnell sehen, wie gewaltig viel Damage, dass wir mir jetzt mit ihrer Waffe machen. Weil vorher haben wir für den Kapuzenheini da unten noch ein paar Schläge mehr braucht. Wir machen jetzt um einiges mehr Damage. Ist jetzt auf 3 Schläge ist der hier. Also ganz easy. So. Jetzt haben wir noch da rund den Gegenstand, den es nur in einer weißen Weltentendenz zum Ergattern gibt. Und zwar ist das Magieschwert Makoto. Ja? Und das brauchen wir jetzt für folgendes Ding. Das sage ich noch schnell. Wir haben jetzt in diesem Keilstein endlich alles erledigt. Wir müssen da jetzt nichts mehr da. Das heißt, wir fangen jetzt langsam an, oder wir legen jetzt schon mal den Grundstein, um die Welt auf schwarz zu bringen. Jetzt schaue ich nur noch mal nach, nicht dass man wirklich noch irgendwo so... Und das hier ist der zweifache Super Saiyajin, die 2. Stufe, die ihr eben schon mal gesehen habt. Ausgerutscht Hahaball. Das ist gelungen, Mr. Sword. Merci dir für deinen Resub im 2. Monat. Weiterhin willkommen in der Basis und viel Spaß mit den Emotes, mein Freund. Merci dir. So, jetzt lasst es mir nochmal schnell luren. Dann kannst du... Gut. Jetzt haben wir dieses Magieschwert gefunden. Jetzt müssen wir an den Rand der Insel. So, und da steht jetzt ein NPC. Also, unter anderem. Steht also ein Skelett-Heini. Ihr könnt euch erinnern, wie heftig die am Anfang waren. Das sind jetzt One-Hit. So. Dieser NPC ist grundsätzlich freundlich. Ja, also sprich, diesen zu töten, würde unsere Weltentendenz ins Negative verschirmen. Ja, also um 3 Klicks, um genauer zu sein. Das heißt, wenn wir jetzt den umbringen, dann haben wir nicht mehr eine weiße, sondern eine neutrale Weltentendenz. Und da passiert jetzt gleich Folgendes. Der mag jetzt das Schwert sein, was wir mir gerade gefunden haben. Wenn wir ihm das geben, dann greift er uns aber an. Ja? Also der wird unflauschig, sozusagen. Dann ist es so, in diesem Moment, wo der uns angreift, verändert sich zwar dann unsere Weltentendenz, weil er ja eigentlich ein weißes Phantom ist oder ein blaues Phantom ist. Das Ding ist aber, unsere Charaktertendenz wird sie ins Weiße verschirmen, weil er ja uns angreift. Ja? So, da geht's einfach her. Rüst senkt den Seelensuchtpfeil schon mal aus. Die gehen natürlich jetzt nicht auf ihm los. Es soll zu eurem Vorteil sein. Warum kann ich jetzt nicht aussprechen? Hallo? Ich gebe So, der mag jetzt einfach nur die Waffen sehen. jetzt. Ja, ich sag aber... Wir geben ihm die Waffen. Nur einen Weg, das herauszufinden. Und in dem Moment, wo der uns angreift, kriegt er eine von unseren Magiekugeln gewischt. Und das gibt eine Trophäe. Danach, wenn ihr ihn besiegt habt, kriegt ihr ja da das Schwert wieder zurück. So, und ihr seht jetzt, wenn wir uns neu in diese Welt porten, ist auf einmal unsere Weltentendenz nicht mehr weiß, sondern neutral. Weil wir haben ja einen grundsätzlich freundlichen NPC getötet. Ja? Unsere Charaktertendenz hat sich aber nicht ins Negative gewandelt, ja? Weil er hat ja uns angegriffen. Ja? Gut.
So. Okay. So, Freunde der Sonne. Heute haben wir gut mitgemacht. Haben wir gut vorangekommen. Wie gesagt, der Boss, der alte Held, hat uns ein bisschen aufgehalten, aber ich glaube, das können wir verkraften. Ich habe den Content durchgebracht, den ich durchbringen wollte. Sagen wir es so. Deswegen. Der wir da an der Stelle beim nächsten Mal weiter. Vorhin schon mal einen kleinen Hint geben, was wir jetzt als nächstes so machen. Wir fangen mal jetzt beim nächsten Mal an, wir spielen dann in Keilstein 1 weiter, da werden wir nächstes Mal noch am Boss legen. Und dann bringen wir schön Start alle Welten nach und nach auf Schwarz, töten wir die schwarzen Phantome, töten wir die Prime Evil Demons, die wir brauchen für die farblosen Seelen. Also nächstes Mal wird es eher mehr so, ja nicht grindlastig, aber eher mehr so nebensächliche Sachen müssen wir beim nächsten Mal machen. Ja? Das gehört halt dazu. Ein Endboss, meine ich, wird man beim nächsten Mal noch nicht sein, das kommt drauf an. Kann sein, kann nicht sein. Ich werd jetzt, wenn wir das Main Game einmal durch haben, ja, werde in Discord eine Umfrage machen, Ausrufezeichen Discord an der Stelle für alle Neuen, die wo da noch nicht drauf haben, kommt da bitte gerne mal drauf, da mich freuen. Kommt einmal in der Woche Streamplan online, da wisst ihr genau, zu welchem Tag ich live gehe, zu welcher Zeit und was für Spiel gespielt wird. Mr. Motzog stellt den Link schon rein, drückt gerne mal drauf, da mich freuen. Vielen Dank dafür. Genau. Wenn das dann einmal so weit ist, dass wir das Main Game durch haben, werde ich eine Umfrage machen, da könnt ihr irgendwann aussuchen, hey, wir möchten den kompletten Run sehen. Dann beschäftigt uns Demon's Souls tatsächlich noch ein kleines Weilchen. Und wenn sie sagt, hey, wir haben jetzt die Hauptstory gesehen, wir haben jetzt das alles ein wenig verstanden, was jetzt da so abläuft, wie man spielt, du kannst ein neues Projekt anfangen, dann ist es natürlich auch fein. Dann spielen privat vielleicht fertig. Wobei, eigentlich ist es wurscht. Aber das lasse ich dann eng entscheiden. Genau, falls jetzt da noch irgendein Neuer da sitzt, und falls du heute zum ersten Mal da bist oder wieder mal da bist, ja, drück doch gerne mal auf den Following-Button. Ja, der kostet nämlich nichts, aber der darf mir schwer helfen. Ja, wir haben unterwegs Richtung 100 Follower. Darf mich freuen, wenn wir die irgendwann in nächster Zeit einmal vollbringen. Merci dafür. Der Mozzo schreibt Hallo Neuer. Wer auch immer vielleicht gerade neu da ist, ich weiß es nicht. Aber vielleicht gibt es ja den einen oder anderen. So, Freunde, jetzt schauen wir mal. Ansonsten, nächster Stream morgen am Freitag. Wieder zur gleichen Zeit um 17 Uhr. Leute, morgen fangen wir mit Assassin's Creed 1 an. Ein ziemlich großes Stück Spielgeschichte für mich. Eines der geilsten Story-Games, die ich jemals, oder Story-Game-Reihe, die ich jemals gespielt habe. Da fangen wir mal ganz von vorne an, ganz von null. Ich glaube, ich habe Assassin's Creed 1 mit Sicherheit 10 Jahre schon nicht mehr gespielt. Ganz interessant, auch vielleicht einmal wieder für mich. Genau. Und dann, Wochenendstream wird es wahrscheinlich so werden, dass wir Sonntag um circa 12, 11, 12, je nachdem, wahrscheinlich 12 wird man wieder einen Stream machen. Samstag weiß ich noch nicht. Da kann ich erst morgen mehr dazu sagen. Aber das kündige ich dann auch wieder in Discord an, tatsächlich. Genau. Machen wir schon wieder Feierabend. Ja, weil ich muss halt noch in die Nachtschicht und ich hab Hunger. Abgesehen davon. Okay, verstehe jetzt gerade, aber... Twitch schickt mir gerade eine Benachrichtigung, ich soll Merch einmal in Betracht ziehen. Ja, genau, mit Sicherheit. Einen Flausch machen wir noch. Selbstverständlich, Mrs. Kixi. Zur Abwechslung gibt es Ein Oberflauschnägel. Ist auch Oberflauschnägel. Der war gerade am Fuhren. Ich glaube, dass er gleich schwitzig wird. Haben wir wieder beide gesehen. Ich frage mich eigentlich generell, wie schnell das hier die Punkte zusammenbringt. Das ist eigentlich Wahnsinn. Hummelloop wollen wir sagen. Ja, so eins habe ich leider nicht. Dann kann man höchstens einen Luftballon aufpumpen. Merci dir, Siege. Mai wird auch mal gehen. Kriegen wir schon hin. Das ist ein Oberflauschnägel. Das ist halt der Mega-Flausch haben. Der Oberflausch nicht. Der mag's. Ja, er mampft. Er mag mampfen. Er interessiert alles. Er mag einfach essen. So, Freunde.
Jetzt schauen wir mal, wer ist noch online. So schau ich, ich den Steckdosen eingeladen habe. Ja, geht mir genauso. Dann werden wir zum Super Saiyajin. Ich hab schon einen Kekse. Das passt schon. So, Freunde, nächster Stream morgen 17 Uhr, Assassin's Creed 1. Ich freue mich drauf, ihr hoffentlich auch. Ich rate jetzt zum Dampfe weiter. Streamer-Kollege von mir, ebenfalls ein bayerischer Streamer. Die meisten von denen kennen ihn schon. Ziemlich cool drauf, spielt Astroneer. Wer ihn nicht kennt, lasst ihm mal ein wenig Liebe da. Schaut bestimmt nicht. Da freut er sich. Ausrufezeichen Raid, da kriegt ihr 2 Commands, 2 Raid-Commands, einmal für Follower, einmal für Subscriber. Einfach kopieren und beim Dampfe einfügen. Dann weiß er genau, was geschlagen hat. Ansonsten, merci fürs Zuschauen, Leute. Sehen wir uns morgen wieder um 17 Uhr zu Assassin's Creed. Aber die für heute bin ich raus. Pfiat euch, bleibt sauber, bleibt gesund. Bis morgen. Und viel Spaß beim Dampfen. Pfiat euch.